Shalom Aleichem. Heint wollen wir dermonen dem bekannten Proseschreiber Yisroel Yoshua Singer, was ist geboren geworden dem 30. November 1893 in Bilgoraj, Lubliner Gegend. Von beidets dort im arabeischer Miuches hat der junge Singer bekommen eine ernste religiöse Erziehung, aber in Alter von 18 Jahren macht einen riesigen Kehr, verlässt die Heim und kommt in Warschau. Arbeitet, wie es lässt sich, und in derselben Zeit wie ein Extern lernt Polisch, Russisch, Deutsch und andere weltliche Limudim. Wenn es brecht aus die Erste Weltmalchume, behält sich aus, man soll ihn nicht mobilisieren in der Armee beim bewussten Skulptor Ostjengo. Bei ihm lernt sich Malerei und schreibt chassidische Meises. Seine erste Erzählung hat aufgedrückt in der orthodoxischen Warschauer Zeitung das jüdische Wort. Nach der Revolution in Russland ist Singer weg in Kiew, wo hat aufgedrückt etliche seine Novelles in der Zeitung Die Neue Zeit und in die Sammlungen Beginnen und Aufgang. Verhabert sich mit den Schreiber von der Kiewer Gruppe. In unter seiner Spur seien ungeschrieben seine Dramas Erdweh und Drei. Zu jener Zeit erscheint euch die Erzählung Perl. Sie hat nicht ausgenommen, nicht bei den Moskwer und nicht bei den Warschauer Schreiber. Der Pfarrer ist die Erzählung gefallen geworden Abe Kahn, dem Redakteur von Vorwärts, was hat ihm vorgelegt zu sein Korrespondent von Poil. Von Vorwärts fährt Singer über Galizie, von wannen schickt seine Reportagen und später über Polen, wo seine Beschreibungen werden gedruckt euch in dem Warschauer Heint. Ist sehr aktiv in den 20er Jahren in dem literarischen Leben von Warschau, beteiligt sich in dem Gründen etlicher Ausgabes, eingeschlossen die literarische Blätter. Druckt sich in Bücherwelt, Volkszeitung, Warschauer Almanach, New Yorker, die Zukunft. Macht eine Reise über Sowjetrussland, aber eine schwere geistige Krise juckt ihm und druckt einen offenen Brief in der Volkszeitung, in welchem erklärt, als sagt sich Bichlal zu schreiben mehr Belletristik. Gibt sich nur mit journalistischer Arbeit. In 1931 trifft sich in Berlin mit Abe Kahn. Seine Stimmung beißt sich und von Jahr 1932 hebt sich im Vorwärtsdrücken mit im Scheichem Singers Roman Josche Kalb. Später wird das Werk mehr bekannt dank dem größten Akteur Moritz Schwarz, was hat Josche Kalb inszeniert und gespielt mit größtem Erfolg. In 1933, nach dem Tod von seinem älteren Sohn Jankev, hat Singer sich besetzt in New York und gedruckt im Vorwärts seine bekannteste Werk, die Brüder Ashkenazi, Chaver Nachman, dem Bespuche Karnowski und dem Amerikaner-Roman In die Berg. Judith Singer ist gestorben plötzlich nach einer Herzattacke, dem 10. Februar 1944. Ist gewesen der ältere Bruder von Yitzhak Bashevis und der jüngere Bruder von der Romanistke Esther Kreitmann.